Der Windtempel aus Legend of Zelda Tears of the Kingdom ist eigentlich relativ klein, zumindest wirkt es bisher so. Aber wenn ich gerade die Karte nicht mehr aufrufen kann, weil ich zu doof bin, so jetzt aber, muss man dafür sagen, der Weg hierhin war dafür umso länger. Dann willkommen zurück hier zum Let's Play. Und ja, mir fehlen noch zwei Dinge, also zwei Schaltpunkte, oder was auch, zwei Mechanismungspunkte, ja, um hier auf dem Oberdeck halt die Mechanismen auszulösen. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser formulieren soll. Und wir sind noch auf dem U1 unterwegs. Muss ganz kurz gucken, was das letzte Mal eigentlich war. Genau, hier durch sind wir schon. Also hier hinten durch. In der letzten Folge noch. Und sind jetzt eigentlich hier. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Habe ich echt geguckt, dass hier drunter ist oder nicht? Saphir-Schwert, Ding abzuschlitzen. Ja, nee. Ah ja, stimmt, wir haben eine Flammenkräuter. Ganz vergessen. Wobei. Ja, aber das geht noch schneller. Huch. Reisekochtopf und Zeitbombe. Tulin, alles klar? Okay. Wozu brauche ich hier eine Zeitbombe, hä? Soll das Ding da drüben aufsprengen? Okay. Ja, ich habe ein paar. Naja. Nicht ganz so, wie man es vielleicht erwarten würde. Warte mal. Kann doch sicher irgendwie irgendwo dran heften. Doch nicht. Hier. Wow. Gut, das war ja mal semi-erfolgreich. Leider. Da müssen wir hier ein bisschen aufschmelzen. Huch. Das geht gar nicht. Schade. Ja gut, Tulin. Ich bin bereit. Jetzt schlug wir müssen irgendwas machen, aber nö. Da irgendwo noch etwas Geheimes. Da und doch, da ist was. Andererseits muss sowieso runter. Könnte noch was anderes sein. Ja, gucken wir nachher mal. Oh, noch ein Wächter. Und ein Konstrukt, besser gesagt Wächter. Ich sag immer Wächter. Ist halt noch aus meiner Zeit bei... Na, genau, natürlich. Flammenschützer bricht gleich. Oh, dieser scheiß Flammenschild hält gar nichts. Also meine Zeit bei Breath of the Wild. Hier drin ist irgendwie erstaunlich warm gefühlt. Was macht der dort? Ein Rhodonit, ernsthaft? Die Waffentasche ist eh voll. Das ist doch kacke. Konstruktbogen brauche ich auch nicht. Waffentasche. Haben wir irgendetwas? Ich muss langsam irgendwo mal ein Lager finden, wo ich meine Waffen deponieren kann. Meine Flammenkolonne ist eh schon beinahe down. So. Kann das Rhodonit schwer noch ein bisschen verwenden. Wo ich lieber Dinger einfach wegnehmen würde, die ganzen Materialien wieder verwenden würde, aber das geht leider nicht. So, warte mal. Stecken eigentlich beim perfekten Ausweichen. Kann ich vielleicht noch gebrauchen. Da ist dahin, dann noch ein Breitschwert, noch ein Breitschwert. Nehmen wir halt das Teil wieder. Okay, warte mal, wir sind jetzt hier, hä? Eigentlich müssen wir noch da entlang.
Was aber gemäß Karte zwar geht, aber ich hier gar nicht sehe. Hä? Ich meine, ich kann da oben... Da oben ja durch, warte mal. Da muss ich jetzt auch einmal ganz kurz nachgucken. Ah, hier geht's entlang. Sehr gut. Immer wieder krass auf eine seltsame Art und Weise. So. Ach komm, weißt du was? Der Schild ist im Arsch. Dann kommt der nächste dran. Du. Na sowas, na sowas, na sowas. Und hier Schönes. Okay. Alpha Elite Klinge. Jo, warum eigentlich nicht? Was nehmen wir dafür mit? Was länger weg? Ich habe viele Zweihänder, Breitschwerter. Lecco mio, ey. Hohe Haltbarkeit. Stärken durch Sunanium. Hohe Haltbarkeit. Nehmen wir das mit, komm. Weil trotz Stärkung vom Sananium war es jetzt nicht zu stark, muss man dazu geben. Auch schon mal gefragt habe, wir haben jetzt hier zum Beispiel noch so ein Sonanium-Schild. Senkt den Energieverbrauch von befestigten Sonarbauteilen. Da überlege ich halt eben so einen Drachenkopf dran zu machen und irgendwas anderes. Sogar einen anderen Schild dran zu merchen, zu gucken, ob das irgendwas bringt. Weil was sind Sonanium-Baute soll man da sonst dran machen? Ein Schild. Ein Transporter? Nee. Rakete? Ja gut. Wenn du eine Option, war. Ventilator, um den Gegner wegzupusten? Ein Blitzwerfer. Laserwerfer natürlich auch eine Option. Du kannst aber kranken Scheiß drauf machen. Was ich mir auch lustig vorstelle, wenn du vielleicht auf dem Rad oder auch einen Ventilator drauf packst, nach einen Schildsprung machst und dann irgendwie direkt abhebst. Und du die Bombe. Und dir selber passiert dabei nichts. Könnte ja auch sein. Was ist denn das für ein Teil? Okay. Weiß nicht, hol ihn. Nö, so bringt das nichts, wa? Was natürlich machen kann, ich meine, für irgendetwas wird das Teil da hier einfach so dran sein, okay. Bin jetzt sicher, wegt er sich überhaupt oder wegt er sich jetzt nicht? Muss ich das Tor da öffnen? Ja.
Schon besser. Sag mal, nein, nein, nein. Was? Warum? Ich hab's raufgedreht. Hä? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ist trotzdem schräg. Oh, hallo. Renne! Jo, der hat gebrannt. Brauchst du Hellbarde? Hm, so sehe ich aus, wa? Jetzt ist nur noch eins übrig. Haha! Da freut sich Tulin. Noch ganz kurz, ich muss 1, 2 runter. Nochmal hier runter gehen. So, das Teil direkt, natürlich doof. Weil ihr müsst dahinter nochmal, warte mal. Wir haben schon die ganze Wege freigespielt, geschaltet, Entschuldigung. Das ist eigentlich nicht so das Problem, ist eigentlich, dass die Flammenschilde so schnell kaputt gehen. Aber schnell kaputt gehen, das ist schon der erste Trottel. So. Hat hier unten irgendwas gesehen, wo ich da hinkomme? Und tschüss. Entschuldigung. Aha, ach, ich muss so rund, weil die andere Seite geht gar nicht. Okay, krass. Tulin. Ich bin bereit. Geschafft, Link! Alle sind entriegelt. Das Tor auf dem Hauptdeck sollte nun offen sein. Gut gemacht. Ja, finde ich aber auch Tulin. Und vor allem auch gut gemacht, dass die Synchro hier wieder mal passt. Also wenn ich die ganze Zeit eine synchronisierte Stimme-Ausgabe hat. Der mir zum Beispiel auch bei Theba und so gewünscht und ja, wäre halt schön, wa? Wenn man sowas, sag jetzt mal, auch fast schon permanent hätte. Ein guter Wind. So. Jo, das ging schnell. Ein paar Schilde habe ich noch, vor allem die Bilo-Schilde, hä? Wir sind jetzt wo genau? Aber wir sind jetzt hier unten. Ja gut, komm. Ich kann schnell darüber und dann hoch. Wir können uns auch teleportieren. Na komm, die Zeit nehmen wir uns kurz. Lass mich nur machen.
Wobei ich auch selten dämlich bin. Ich kann den Wandsprung oder Deckensprung hier überall einsetzen. So, sind wir. Jetzt ist es gleich richtig lustig. Ich schätze mal, es kommt zum Bossfight. Ich habe ein paar coole Waffen natürlich. Schilde, ja eben, da können wir noch ein bisschen was machen. Eigentlich haben wir noch die Bilo-Waffen drin. Ich glaube, wir sitzen hier temperaturmäßig. Wir sind wieder auf dem Knackpunkt. Das heißt, ich brauche die Rüstungen hier. Wenn ich ja eh friere, könnte ich ja mal noch die Power wieder ein bisschen hochsetzen. Bei Kälte, war Biber Kochobst. So. Eben, das ist Kälteschutz, gut. Dann kurz speichern, Freunde. Und dann geht's aber richtig los hier. Bossfight, der erste Tempelboss. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Eigentlich wollte ich die Tempel ja eigentlich später machen und so, aber jetzt irgendwie bin doch heiß drauf. Los! Peiniger des Windtempels vor Skyra. Was ist das denn für ein Viech? Bestimmt ist dieses Monstrum schuld am Sturm. Was du nicht sagst. Stützen wir ihm die Flügel. Wie? Tuning Für ein Wind! Lass dich nicht fortwehen, Link! hatte ich nicht vor. Ich guck mal, ob ich... keine Ahnung, was ich machen soll, ganz ehrlich. Brauche bessere Waffen, definitiv. Ich habe noch ein paar im Inventar, das ist nicht das Problem. Ich dachte nur so, oh, da kommt... Guck mal, so ein Vieh kommt. Fragen, wie hat sich das Vieh in der Arche versteckt? Bleibt der super. Link, wir müssen irgendwie die Offensive ergreifen. Bin dabei, bin dabei. Ja, das hat etwas Hä? bewirkt, Link. Ich dachte, ich lande darauf und ich nachher attackieren kann. Alles klar. Link, unter dir. Was? Alter! Okay, ich sehe schon, wo es hinausgeht. Ja, ich sehe es. Eigentlich bräuchte ich da ein anderes Ding, ein anderes Set. Scheiße, ich brauche mehr Aerodynamik. Aber mir fehlt so ein bisschen Kälteschutz. Leider. Und los. Toll gemacht, Link. Ich hab gar keinen Schaden bekommen. Bin cooler. Wieder von unten. Ein cooler Bosskampf, alter Schwede. Bisher relativ easy. Meine berühmten letzten Worte, wie man so schön sagt. So, ja, man hat schon nun schon gesehen, dass er so 3 Kristallbereiche hat. Der letzte ist da hinten. Ich warte mal noch ein bisschen, bis ich eine richtig freie Fläche sehe. Und dann geht's los. Wie macht er das? Auftauchen, verschwinden, wie geht das? Kacke? Reingeraten sind wir
Ach nö, Phase 2 wird auf den gleichen Scheiß oder was? Wirbelwinde! Komm ihm nicht zu nah! Ja, da sagst du was. Pass auf! Du weißt, kriege ich hier irgendwie gar keinen Schaden von dem Viech. Okay, scheiß drauf, komm, ich brauche ein bisschen mehr. Ich weiß, Link, du frierst gerade. Du frierst gerade sehr. Ist mir bewusst, Kumpel, ist mir bewusst. Also nur Level 1, weil kann ich miteinander kombinieren. Scheiße, okay, dann machen wir es auch anders. Link friert noch ein bisschen. Ich lasse das Teil an, gebe dafür 2, 2, 2. Er braucht natürlich. Wieder diese Wirbelwinde! Ah, die Winde machen Damage. Aufpassen! Ja, fliegt drüber hinweg. Super, Link! Da muss ich mich ranhalten! Mhm. Wo kommt er wieder? Oh! Entschuldigung, ich gesehen. Hey, wo ist er? Ah, da. Mein Wind kann dir auch in diesem Sturm helfen! Sag einfach Bescheid! Ja, mach ich. Ich bin bereit! Alles gut, alles gut. Ist ein cooler Kampf, muss ich sagen. Und er macht jetzt nicht so viel Damage, wie ich ursprünglich befürchtet hatte. Man merkt halt, also ich glaube generell die Bosse, die sehen zwar cool aus, wenn man es falsch macht, machen sie auch viel Damage. Ich wollte gerade sagen, ich mache nicht viel Damage. Aber ich kapiere hier. Warte mal, habe ich jetzt Stufe 2? Nee, natürlich nicht. Schade. Die Bosse kamen ja eigentlich relativ früh, also mit der Story zu beginnen, deswegen eigentlich auch immer viele. Ja, die Bosse sind eigentlich nicht so stark in der Regel. Gerade zu anderen Monstern. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Alles in Ordnung? Bei mir schon, beim Boss nicht.
Das ist einer dieser Steine. So einen, wie den auch Zelda bei sich trägt und der es irgendwie durch die Zeit hinweg geschickt hat. Erst einmal unser obligatorischer und vor allem sehr verdienter Herzcontainer. Das Ding, was das Vieh verlassen hat, wie es nachher explodiert ist, das war irgendwie nicht richtiges Miasma, weil Miasma, die Form von Miasma ist irgendwie ein bisschen anders. Und eher auch rötlich, das war eher wieder so Richtung Violett ein bisschen. Und eher energieartig. Es hat mich wieder ein bisschen an die Melis erinnert aus Breath of the Wild, also so wie eigentlich auch Ganon bestanden hat. Eine richtige Energieform quasi. Oh. Nur um das mal so noch ganz kurz zu erwähnen, fand ich irgendwie cool. So. Tulin, ich glaube, jetzt bist du an der Reihe. Tulin, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Deine Stimme. Dann hast du also immer zu uns gesprochen? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Orni-Krieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Windes. Und ach, wie du den Feind mit des Windes Hilfe bezwangst. Ja, du bist wahrlich mein Erbe, der Ruhm der Orni. Das Sturmmonster, das ihr bezwangt, war ein Lakai des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du vor kurzem berühren konntest, dem Mysterienstein. Echt jetzt? Ja, deine Verwirrung ist nur zu verständlich. Darum höre nun meine Erzählung über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung, die unserem Volke zuteil ward. Es geschah vor langer, langer Zeit. Hyrule war damals noch ein junges Königreich. Etwas abgrundtief Böses griff uns an, versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rau, Hyrules erster König, versammelte 6 Krieger und stellte sich ihm entgegen. Damit dies gelingen sollte, überreichte er uns eine Gabe. Die Mysteriensteine, geheiligte Kleinodien, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachen. Als Weiser des Windes erhielt auch ich einen solchen Stein und focht gemeinsam mit den anderen Weisen. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Seine Verteidigung war selbst für mich undurchdringlich, seine Magie unerschöpflich. Schließlich begriff König Rauro, dass kein Sieg über den Dämonenkönig möglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf, mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Sein Opfer war es, das uns das Leben schenkte. Später erhielt ich einen Besuch, bei dem uns Orni ein geheiligter Auftrag erteilt wurde. Es war eine der 6 Weisen, die Weise der Zeit. Das Siegel hält nicht ewig. Irgendwann kehrt das Böse zurück. Der Ritter Link wird sich ihm stellen. Doch er wird eine gewaltige Macht benötigen. Ihr müsst ihm helfen. Die Windkraft der Orni. Ich bitte euch, Link, damit zur Seite zu stehen. In diesem Augenblick waren alle Zweifel über unser Schicksal wie weggeblasen.
Unser höchster Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Der Weise des Windes wird neu erwachen, wenn der Dämonenkönig wiederkehrt. Das gelobe ich. Der Ritter wird auf die Unterstützung der Orni zählen können. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Du hast das Dorf der Orni gerettet. Doch der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Tulin, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein entgegen und steh für das Gelübde ein, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Ich soll also zusammen mit Link gegen den Dämonenkönig kämpfen? Oh, Link! Das ist ja der totale Wahnsinn! Dass mich mein Ahne mit so einer Aufgabe betraut hat. Und dass ich dafür mit dir in den Kampf fliegen darf. Würde man nichts unternehmen, dann ginge die ganze Welt den Bach runter. Das könnt ihr gleich vergessen. Ich bin mehr als bereit. Her mit dem Mysterienstein! Ich bin der Weise des Windes. Sieh her! Das hier ist meine tolle neue Macht! Hey, Link! Deinen Arm bitte. Als Weiser des Windes schwöre ich, dir für alle Zeit beizustehen. Nimm nun dies als Beweis für meine Treue. Mit dem Ring da kannst du jederzeit meine Macht herbeirufen, verstanden? Und jetzt ab nach Hause, mein Papa wird staunen. Nicht nur der. Nicht nur der, ich staune gerade auch. Alter Falter, war das geil. Leck mir am Tschöpli, ey. Das war... Ui. Das war echt geil. In der natürlich noch ein paar Fragen, wie zum Beispiel sein kann, dass die Orni zu der Zeit schon existierten, zur Zeit der Gründung Hyrules. Weil eigentlich kamen die Ornis erst mit Wind Waker, aber die Story mit der Wind Waker, glaube ich, rede nicht so richtig. Aber anderes Thema. Erklären wir später mal. Oh?
Ah, schön. Ich liebe solche Spiele, wo man auch so direkten Einfluss auf die Spielwelt sieht, sobald man irgendwie etwas freigeschaltet hat, quasi. Oh, Ihr habt's wirklich geschafft. Genau, weil einer von den anderen gekämpft hat. 2 echte Kameraden. Wirklich beachtlich. Unglaublich, dass es die Himmelsache aus dem Lied wirklich gibt. Aha. Finde ich auch. Stell dir doch nur vor, wie überrascht ich war. oh. Tulin, du hast dich mehr als bewiesen. Aber Papa, der Bogen da, der war dir doch immer so lieb und teuer. Und den willst du mir schenken? Schon immer. Ich wollte ihn dir überreichen, sobald du das richtige Alter erreichst, um ein Krieger zu werden. Papa. Danke. Ich werde dir mit ihm beweisen, dass ich wirklich ein echter Krieger geworden bin. Aber Link, die Frau, die uns Manane gezeigt hat, die sah doch aus wie Prinzessin Zelda, oder nicht? Doch, und es macht jetzt irgendwie auch Sinn. Aufgrund der paar Tränen, die wir bereits gesehen haben, Erinnerungen, wissen wir ja, dass Zelda in der Vergangenheit ja schon dort war. Wir wissen irgendwie auch, dass es schon, bevor der Dämonenkönig aufgetaucht ist, schon dort war. Und offenbar auch danach, wo es das Mars schon in Empfang genommen hat. Jetzt nehme ich mal an, dass die Szene gerade mit dem Orni-Krieger, dem Weißen des Windes von Anno dazumals halt ja, auch noch vor der Geschichte mit dem Masterschwert war. Ich frage mich, ob es die echte Prinzessin war. Definitiv. Andererseits, wir haben in die ferne Vergangenheit geblickt. Wir wissen echt viel zu wenig. Das werden wir bald ändern, Freunde. Wenn wir das richtig gesehen haben, haben wir Tulins Macht immer noch. Also damit Tulins Wirbelwind. Und ganz ehrlich, ich glaube, es ist noch der Zeit, die restlichen Türme aufzusuchen. Und noch ein paar Geoglyphen zu entdecken. Aha. Nun gut, diese Gestalt, die wir auf der Himmelsache gesehen haben, lässt mich nicht los. Also wir versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Komm bald wieder, ja? Wenn ich dir sicher auch Neues über Prinzessin Zelda verraten können. Und denk immer dran. Mit meiner Macht und als Weiser werden du und ich nun immer zusammenreisen. Schwur von Tulin, Weiser des Windes. Zeichen des Paktes mit Tulin, dem Weißen des Windes. Ruf damit den Geist von Tulin herbei oder entlasse ihn. Gibt's dafür einen Shortcut? Junge, Junge, Junge. War aber auch ein geiler Bossfight, muss ich zugeben. Der Schnee hier ist auch geschmolzen, genau. Der Wichtige ist aktivieren, okay. Wenn diese Gegner erkunden und schützen. Ich bin mir sicher, dabei werden wir Hinweise auf Prinzessin Zelda finden. Das Herzen sind immer bei dir, Link. Vergiss das nicht. Auf Wiedersehen. Jo, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, Link. Aha. Kann Last sein, Link. Weil eigentlich Theba demzufolge auch ein Nachfahre des Weißen des Windes ist. Bin ja gespannt, wie es mit anderen Regionen aussieht. War eben halt so bei den Goronen, Gerudus und Zoras. Ich überlegt habe, aber wir hatten dort irgendwie niemand Besonderes, außer den halt, die wir bereits aus Breath of the Wild kennen. Deswegen war ich erstaunt, dass Tulin derjenige ist, der uns hier geholfen hat, nicht Theba. Aber egal, ich schweife ab, Freunde. Es war eine sehr, sehr geile Episode. Ich finde es natürlich auch deswegen geil, weil ich habe das Gefühl, als hätten wir hier halt so Elemente, viele Elemente auch aus Ocarina of Time, die man halt wirklich auch jetzt verwenden kann. Wie zum Beispiel eben, dass hier ein Gebiet befreit wurde nach dem Fluch oder eben nach dem Endboss. Das war in Ocarina of Time theoretisch auch so, man hat nur den Effekt nicht richtig gesehen, dass das Land irgendwie befreit war. Oder auch hier zum Beispiel
ist irgendwie jetzt ein... Also das Ding, das Tool in den Beinträgen muss irgendwie so ein Stein jetzt sein, offenbar. So wurde es bezeichnet. Und wir hatten Ocarina of Time ja auch Weise mit den Medaillons. Also diese Medaillons konnten wir im Spiel selber nicht nutzen, obwohl sie in der ursprünglichen Planungsphase so vorgesehen war zu nutzen. Herbeigerufene Weise können hier nicht erscheinen. Okay, gut, dann geht das erst später. Aber ist kein Problem, Freunde. Das war cool. Frage ist, aber die Erinnerung jetzt hier auch drin oder nicht? Ich weiß halt nicht, kann ja sein, dass sie auch gespeichert wird. Nö. Das Zeitreisen ist schwer, das heißt, die ganzen Dinger müssen hier dazwischen sein, wa? Ein Dämonenkönig, der ist Ganondorf, kannst sagen, was du willst. Was ich auch cool fand, ist, dass der Weise des Windes, der trug offenbar so eine Maske von Varmedo, dem Titanen, den wir in Breath of the Wild noch hatten. Ich glaube, es macht irgendwie sogar ein bisschen Sinn. Weil eigentlich müssen ja die Geschehnisse mit den Titanen müssen nach diesem Versiegelungskrieg gewesen sein. Also quasi die erste Verheerung Ganon müssen nachgekommen sein. Und ja. Aber gab es sogar die Titanen, dass die natürlich dann so aussehen wie damals die ursprünglichen Weisen, von den Masken her und so. Macht Sinn als Anlehnung daran. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob sie damals schon so hießen. Weil wir dachten ja eigentlich immer, Breath of the Wild spielt am Ende der Zeitlinie. Also auch nach The Wind Waker, Twilight Princess, nach allem anderen. Was jetzt aber irgendwie keinen Sinn mehr macht. Weil es wären sehr viele Jahre dazwischen noch mit dem Versiegelungskrieg und so. Es sind natürlich die Titanen, die wurden erst dann benannt. Also die wurden erst in Breath of the Wild benannt, als in unserer Zeit quasi. Also nicht vor über 10.000 Jahren, sondern vor 100 Jahren. Das würde irgendwie ein bisschen mehr Sinn machen. Aber egal, schweife ab, Freunde. Dann an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei Tears of the Kingdom oder Stones of the Kingdom, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wo ich denn hingehe, tatsächlich. Ich muss noch ein bisschen gucken, aber wir haben noch genug zu tun. Wir gehen erstmal zurück hier ins Hauptlager, also quasi Hauptlager hier unten. Und quatsch mal mit den Leuten noch. Dem visiere mal noch ein paar Türme an, noch ein paar Schreine. Es gibt noch viel zu tun, definitiv. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.